Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, bevor wir reingehen in die Vorstellungs-PK von Max Eberl, der Hinweis, wenn ihr einmal runterscrollt, findet ihr einen Abonnieren-Button. Das ist auf YouTube völlig kostenlos und damit supportet ihr den Kanal und unterstützt meine Arbeit und dafür wäre ich euch sehr dankbar drüber. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Bin sehr gespannt, was da alles heute so erzählt wird. Es könnte witzig werden, denke ich. Ja, hallo und guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Allianz Arena. Aha, haben wir jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, Chinesisch? Koreanische Übersetzung im Hintergrund oder was? Gestern hat der Aufsichtsrat des FC Bayern München einstimmig beschlossen, Max Eberl zum Sportvorstand der FC Bayern München AG zu benennen. Naja, ich hoffe mal, dass die das in den Griff kriegen und das gleich irgendwie weg ist. Sonst... Aber guck mal, ist auch super. Wir sehen alle und ich bin natürlich genau vor Max Eberl hier mit meiner Birne, ne? Quasi die Hauptperson, um die es geht. Dann verdecke ich doch eher mal ich gehe hier zwischen unserem Pressesprecher und Chrissy. Guck mal. Dann seht ihr auch den Max Eberl mal. Der gerade am Schlafen ist, oder was? Habe ich ja perfekt angehalten, das Bild. Der Bild. Und heute will er sich Ihnen hier vorstellen. Ich starte zunächst mit den anderen beiden Herren hier auf der Bühne mit uns. Herbert Hainer, der Präsident und Aufsichtsrat. Ich kann mit dem Herbert Hainer nichts anfangen, Leute. Wir haben es ja gestern schon im Stream besprochen. Ich weiß nicht. Ich werde mit dem nicht warm. Da fand ich selbst damals hier, wie hieß er? Fritz Scherer oder was? Der war irgendwie noch authentischer. Als Vorsitzende des FC Bayern und Jan-Christian Resen, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München. Mit Chrissy komme ich klar, wa? Ich gebe zuerst das Wort an Herbert Hainer. Gestern wurde ja nicht nur beschlossen, dass Max Eberl in den Vorstand des FC Bayern berufen wird, sondern auch, dass der FC Bayern ab dem 1.7. mit einer neuen, schlanken Struktur in die neue schlanke Struktur. Den finde ich gut. Da bin ich sehr gespannt, was darauf kommt. Also in der Pressemitteilung stand, dass wir von 4 Vorständen auf 3 runtergehen, weil der Marketingvorstand wegfällt. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt so ein Marketingvorstand in irgendwelche sportlichen Entscheidungen, was Trainer, Sportdirektorverpflichtung oder Spielerverpflichtung eingebunden ist. I don't know. Ja, klar, bei irgendeinem Weltstar ist das Marketing, spielt das Marketing vielleicht auch eine Rolle, aber ja, wild. Keine Ahnung, wir hören mal was, ist ja sehr interessant. Ich bin ja offen für Neues. Wir hören mal, was die so zu erzählen haben dazu. Die Zukunft startet. Herr Hainer, wenn Sie... Boah, und ich hoffe, die Übersetzung im Hintergrund hört bald auf. Das ist ja schon wieder... Junge, kriegen die das nicht mal einmal vernünftig hin beim FC Bayern, oder was? Was das Technische anbelangt. Da läuft immer noch einer mit einem Mikrofon durch alle Journalisten durch. Hier immer irgendwelche komischen Übersetzungen im Hintergrund, also. Boah, das ist auch eines Weltclubs wirklich nicht würdig, was da technisch abgeht. Sorry. FC Bayern. Gerne meldet euch bei mir. Ich bin ITler. Ich mache euch ein Konzept. Ja, bei dem, was wir an Ablösen für Manager und Trainer die letzten Jahre bezahlt haben, sollte das kein Problem sein, da mal ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen und da mal einen vernünftigen Presseraum auszustatten. Die das erläutern möchten. Ja, zunächst mal guten Morgen, Max, hallo. Wir haben in den letzten Monaten uns im Aufsichtsrat neben der Besetzung des Sportvorstandes auch sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie wir denn den FC Bayern München aufstellen wollen für die Zukunft, um den komplexen Herausforderungen, die der Fußball heute bietet, in einer immer schneller werdenden Welt gerecht zu werden. Und wir haben das intensiv diskutiert, auch mit allen Leuten im Aufsichtsrat, die ja viele Erfahrungen auch aus dem Nein. Der Uli war eingebunden? Wirtschaftsleben mitbringen. Und wir haben uns dazu entschieden, den Vorstand zu verkleinern, klare Strukturen und Rollenverteilungen zu machen, um so deutlich schneller, flexibler, effizienter und auch handlungsfähiger zu werden.
Und unser Vorstand wird ab dem 1.7., wenn Andreas Jung ausgeschieden ist, aus 3 Personen bestehen. Einmal aus dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen, der sich primär um die Strategie des Clubs, um die Marke des FC Bayern kümmert. Unser Vertreter in den internationalen Fachgremien ist UEFA, FIFA etc. Dann werden wir als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Michael Dietrich haben, den ich auch recht herzlich begrüße. Wo ist er? Hier sitzt er. Der sich primär um die Finanzen, Personal. Ja, warum hat man den da nicht noch mit hingehockt? Und das Sponsoring kümmert und dann eben den Max Eberl in der Zukunft, der sich ausschließlich um den Sport kümmert, sowohl für Männer wie auch Frauen, sowohl für die Profis wie auch die Amateure. Wir sind absolut überzeugt im Aufsichtsrat, dass wir damit eine Struktur geschaffen haben, die es uns erlaubt, respektive dem Vorstand erlaubt, schnell zu entscheiden, Dinge schnell zu diskutieren, ohne große Umwege. Ist das ein Tullux, was die da gerade erzählen? Jetzt mal ganz ehrlich. Man geht von 4 auf 3 Entscheidungsträger runter und dann ist auf einmal alles schneller, weil der andere irgendwie nur an 3 Tagen in der Woche 2 Stunden zu erreichen, oder was? Was ist das denn jetzt hier für ein Take hier? Also muss man sich da wieder selbst beweihräuchern, oder was? Also, keine Ahnung, das fühle ich ja gerade wieder so gar nicht. Ja, nochmal, es schaltet ein Marketingvorstand aus. Ja, man geht von 4 Vorständen auf 3 runter, ist ja okay, ist ja legitim. Aber dass das jetzt auf einmal alles super schnell, können wir Entscheidungen treffen und wir sind voll flexibel jetzt, ja. Ja, vorher nicht, oder was? Wie gesagt, war der Dude nur 2 Tage die Woche 2 Stunden zu erreichen, oder was? Und auch schnell dann zu entscheiden und zu handeln. Wir haben eine klare Rollenverteilung, was jeder Vorstand macht und sind überzeugt davon, dass wir jetzt eine klare Struktur haben, eine eindeutige Rollenverteilung mit 3 Top. Ich verstehe das, ja, man hätte das vielleicht ein bisschen, ich verstehe ja, was er sagt, ja, man hätte das ein bisschen besser kommunizieren können. Ja. Indem man jetzt einen Sportvorstand hat, entscheidet der die sportlichen Dinge. Punkt, ja. Vorher hat da ein Banker gesessen, Marketing Mensch und nochmal ein Stellvertreter für den Banker und du hast ich meine, wir haben ja keinen Sportvorstand gehabt, also waren es ja vorher auch nur 3 Leute. Also sind wir von 3 auf 3 gegangen. Also, ja, aber wenn die natürlich da irgendwas diskutieren, wovon sie keine Ahnung haben, müssen sie halt dann noch Expertisen einholen von Uli oder was weiß ich wen. Ja, oder einen Freund mit einbeziehen und so weiter. Und dass das dann alles ein bisschen länger dauert, verstehe ich natürlich. Jetzt hat man wieder einen, der sportliche Kompetenz hat und der, wie wir gerade hören, auch die Rollenverteilung klar ist, dass ein Chrissy da gar nichts reinzusprechen hat, weil er für die Gremien da ist, ja, und Max Eberl halt klar für den sportlichen Bereich. Und von daher kann man dann, was den sportlichen Bereich betrifft, schneller Entscheidungen treffen. So hätte man das vielleicht kommunizieren sollen und nicht, es scheidet ein Vorstand aus, aber es kommt ja auch ein neuer rein. Also hatte man vorher ja auch nur 3, ja, aber wahrscheinlich haben die 3, mussten das dann erst mit dem Aufsichtsrat absprechen und so weiter und so fort. Vielleicht sagt er es noch, ja, aber diese Aussage gerade, die ist halt super verwirrend. Ja. Leuten im Vorstand. Ja, vielen Dank. Fragen dazu dann auch am besten später. Jetzt frage ich aber gleich nochmal nach. Bei Herbert Hainer in dieser neuen Struktur, wichtige Rolle, der Sportvorstand Max Eberl. Wie kam es zu der Verpflichtung von Max, wenn Sie das vielleicht mal schildern wollen? Naja, Sie können sich ja sicherlich alle erinnern, dass wir im Sommer, nachdem Hasan Salihamidzic ausgeschieden ist, sofort gesagt haben, dass wir wieder einen Sportvorstand suchen, dass wir uns aber auch Zeit lassen, weil wir die richtige Person für diese Position haben wollen. Und als dann bekannt wurde, dass Max Eberl und RB Leipzig sich trennen, haben wir uns schnell zusammengesetzt und haben gesagt, wenn wir Max Eberl kriegen können, dann ist es unsere Priorität. Wir nehmen das mal so hin. Ich lasse das mal unkommentiert, ne? Dass das so gelaufen ist, wie er es gerade darstellt. Nummer 1, weil wir von Max absolut überzeugt sind. Und dieses Geklacker, ne, Leute, das liegt nicht an mir. Ihr hört, jetzt habt ihr kein Geklacker. Ja, das kommt. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner die ganze Zeit mit irgendwas auf dem Mikrofon rumkloppt oder was. Super triggerhaft. Aber, ja. Über 20 Jahre Erfahrung im Fußball, eigentlich sein ganzes Leben nichts anderes gemacht als Fußball gespielt und Fußball gemanagt. Er ist beim FC Bayern sozialisiert, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, 15 Jahre warst du hier als Kind und in der Jugend und hast bis zum Profitum bei uns gespielt.
Und wir haben dann angefangen, mit Max zu sprechen. Ich habe die Gespräche mit ihm geführt und es war relativ schnell klar, dass Max eine unheimliche Leidenschaft für den FC Bayern hat, dass er diesen Job unbedingt machen will. Und es war für mich auch klar und für uns alle, dass Max ein absoluter Kenner der Bundesliga-Szene ist, ein tiefes Verständnis für den Fußball, sowohl national wie auch international hat und er deswegen auch sehr gut zu uns passt. Und eins ist auch klar, ich meine, am Ende des Tages, wir sind ein Fußballclub und entscheidend ist, was am Samstagnachmittag auf dem Platz passiert. Und wir brauchen nicht nur die besten Spieler auf dem Platz, sondern wir brauchen auch die besten Leute im Vorstand und in der Führungsriege, um die Erfolge, die wir uns alle zum Ziel setzen, auch erreichen zu können. Und wir haben jetzt mit Max und mit Christoph Freund zwei absolute Top-Leute im sportlichen Bereich und darüber sind wir sehr, sehr happy und auch zuversichtlich, dass wir damit unsere ehrgeizigen Ziele, die wir als FC Bayern München haben, auch in der Zukunft erreichen können. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man natürlich wieder was da rein interpretieren in die Aussage, ja, wir entscheiden, was samstags auf dem Platz passiert und dann von wegen beste Spieler und so weiter. Aber das lassen wir mal beiseite. Darum geht's ja hier heute nicht. Wir haben jetzt schon angesprochen, Christoph Freund und Max Eberl, wenn die beiden wirklich auf Augenhöhe agieren können, miteinander, dann kann das richtig, richtig gut werden. Weil ich denke, von beiden ist ja schon die Stärke, Spieler zu sehen und Spieler zu verpflichten, die kurz vor dem letzten Stepper sind, ja, bevor die ganz, ganz viele Vereine auf dem Schirm haben. Klar müssen sie dann den letzten Step bei uns machen, klar muss man den Spielern dann auch die Chance und vielleicht ein bisschen die Zeit geben, diesen Step zu machen, aber das ist natürlich schon eine Stärke von beiden, denke ich. Und wenn die beiden echt harmonieren, dann kann das richtig, richtig gut werden. Ja, gerade auch, weil man dann jetzt nicht wieder einen Sportdirektor hat, der gleichzeitig Sportvorstand ist, der sich noch um 200.000 andere Dinge im Hintergrund kümmern muss, sondern man hat einen Sportdirektor und man hat den Sportvorstand. Ja, was getrennt, wenn beide harmonieren und auf Augenhöhe agieren können, Best Case ist. Ja, wenn das nicht geht, wenn dann Kompetenzgerangel kommt, wenn der Freund diese Vorstellungen hat und ein Eberl jedes Mal drüber fährt und sagt, nein, 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 dann kann das natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ja. Da muss man halt einfach abwarten. Ich hoffe halt, dass beide miteinander klarkommen, dass beide zusammen Hand in Hand arbeiten und den Kader gestalten. Dann denke ich, ist das sehr viel Kompetenz und natürlich auch nochmal 4 Augen sehen immer mehr wie 2 Augen. Ja, von daher kann das dann schon richtig gut werden. Wird halt spannend zu sehen sein, ob die beiden harmonieren, wie sie harmonieren. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, vielen Dank. Was jetzt? Ja, vielen Dank. Dann frage ich Jan-Christian Dresen. Du bekommst einen neuen Kollegen im Vorstand. Wie wird? Ja, wild, Leute. PK war auf einmal weg auf YouTube. Ich bin jetzt hier auf dem FC Bayern-Kanal und ja, vielleicht ist ich später auch wieder auf YouTube da. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir machen jetzt hier einfach weiter. Werdet ihr zusammenarbeiten? Wie werdet ihr als Team funktionieren? Ja, in der Kurzform würde ich sagen, zuverlässig, verlässlich und vertrauensvoll. Dann ist die Frage schon beantwortet. Wenn der Christi nichts kann, Alter, das kann er. In der Langform, einiges hat Herbert Hainer ja gerade schon gesagt. Ich meine, Max hat fast 15 Jahre für den FC Bayern Fußball gespielt. Der kennt die DNA des Clubs, der weiß, wie der Club tickt. Und wir gewinnen mit Max jemanden, der definitiv Qualität und Kompetenz mit in den Vorstand bringt. Für uns als Team, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, kommt es darauf an, nicht nur auf dem Platz ein Team zu sein, sondern auch der engste Führungskreis funktioniert dann am besten, wenn er ein Team ist. Und auch wenn Max wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, auch wenn Max ja über 20 Jahre bei Mönchengladbach als Spieler und als Funktionär war, hat, glaube ich, das Herz von Max nie aufgehört, für Bayern zu schlagen. Und wenn ich mich dann mal auf Bayerisch übe, dann würde ich sagen, willkommen daheim, Max. Der Chris. Wunderbar, vielen Dank. Ja, Max, der Jan hat schon gesagt, du warst fast 30 Jahre außer Haus.
bist jetzt zurückgekommen nach vielen Jahren, die du hier in der Jugend gespielt hast. Hast viel Erfahrung gesammelt als Spieler, dann als Manager auf deinem Weg in diesen 30 Jahren. Was sind jetzt deine Erwartungen hier zurück beim FC Bayern, deine Ziele? Ja, erstmal grüß Gott von meiner Seite. Für mich ist es natürlich eine große Freude, wie du es gerade angedeutet hast, nach 30 Jahren. Ich habe 1994 den Club verlassen. Ich wurde nach Bochum verkauft, das eher meine sportliche Qualität war. Ich habe 15 Jahre im Jugendbereich gespielt. Da durfte ich dabei sein. Für den Lizenzbereich hat es dann nur einmal gereicht. Einfach die Freude, zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Einfach eine große Spannung, deutsches und europäisches Topniveau kennenzulernen, zu lernen von den Protagonisten, die hier schon seit Jahren und Jahrzehnten einfach einen herausragenden Job machen. Freue mich tatsächlich, viele Menschen kennenzulernen, vielleicht alte Begleiter. Hansi Pflügel habe ich schon wieder getroffen, mit dem ich bei den Amateuren zusammengespielt habe, aber auch viele neue Mitstreiter kennenzulernen und dann eben genau mit diesen Menschen versuchen, meine Kompetenz, meine Fähigkeiten mit einzubringen, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Und da bin ich beim zweiten Teil der Frage einfach, es kommen Herausforderungen auf uns zu, Trainersuche ab Sommer, ein Stück weit den Kader eben auch zu überlegen, was die richtigen Schritte sind. Naja, ab Sommer ja nicht, wa? Bis Sommer, ab jetzt, würde ich sagen. Also erst im Sommer anzufangen, zu sagen, wir gucken uns einen neuen Trainer um, wäre schon ziemlich fahrlässig. Und da bin ich einfach froh, mit den Menschen zusammen, mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat, vor allem mit Christoph Freund, der für mich ein extrem wichtiger Partner sein wird, wo wir auf Augenhöhe Dinge entscheiden, versuchen vorzubereiten, um sie dann abgesegnet zu bekommen. Und die Ziele sind einfach, und das sage ich auch ganz offen, in diesen 3 Monaten, jetzt in der Saison, einfach noch das Bestmögliche herauszuholen. Also wir sind, was eher ungewohnt ist für Bayern, in der Jägerrolle. 8 Punkte, klingt sehr viel, ist auch sehr viel, aber es gibt immer noch genug Bundesligaspiele, um da vielleicht den Druck auch hochzuhalten. Wir sind in der Jägerrolle, was die Champions League betrifft. Wir müssen einen Rückstand aufholen. Aber auch das scheint sich für mich nicht unmöglich darzustellen. Also die letzten 3 Monate einfach nochmal bestmöglich die größtmöglichen Ziele zu erreichen, vielleicht sogar einen Titel zu holen, man weiß es nicht. Und dann in Zukunft einfach mit dem Vorstand zusammen, mit Christoph zusammen einen Kader zu bauen, wo man eine Nachhaltigkeit erkennt, eine Wiedererkennbarkeit hat, eine Identifikation auch für die Menschen, logisch, was für Dinge wir entscheiden, was wir machen. Und ich bin natürlich hier, um Titel zu sammeln. Alle meine Kollegen haben schon reihenweise Meisterschaften gefeiert, ich noch keine. Also ist das natürlich ein ganz großes Ziel, was ich habe, mindestens das einmal zu schaffen. Mindestens das einmal zu schaffen. Das ist der Anspruch aber noch auf Gladbach-Niveau. Ja, ist genau das, was ich die letzten Wochen auch gesagt habe. Ne? Und klar, wir werden ihn an seinen Worten messen, denke ich. Ja? Also was er sagt, man hat Hand und Fuß. Also gehe ich 100% mit der Aussage. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich möchte starten mit Marc Gabel von RTL. Ja, wir warten, bis das Mikrofon da ankommt. Ne? Grüß Gott zusammen, willkommen Herr Eberl. Herr Eberl, jetzt ist natürlich die vorrangigste Aufgabe wahrscheinlich jetzt für den Sommer dann A, erstmal einen Trainer zu finden und B, den Kader völlig neu umzustellen oder zumindest mal ja, so ein bisschen in die Zukunft auszurichten. Das ist aber so ein Spagat, den ich mir nicht so ganz einfach vorstelle. Einerseits können Sie jetzt in Anführungsstrichen völlig frei ohne mit dem Trainer Rücksprache zu halten für den neuen Saisonplan. Andererseits wissen Sie aber noch nicht, wer der neue Trainer dann im Sommer sein wird. Wie werden Sie diesen Spagat angehen und wie wird das aussehen? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich sprach ja gerade bei den Zielen von den großen Herausforderungen, die kommen werden. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die natürlich da ist. Klar, erstmal den Fokus auf diese 3 Monate nochmal zu legen, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt die Saison einfach nicht hergeben. Dafür ist noch zu viel Luft und zu viel Zeit und zu viele Punkte da. Aber gleichzeitig haben wir die Klarheit, dass wir im Sommer einen neuen Trainer brauchen. Und den werden wir uns natürlich auch mit Christoph Freund zusammen, mit Jan Christian, mit Herbert Hainer, werden wir uns Gedanken machen, welche Kandidaten sind auf der Liste. Es werden ja schon ganz, ganz viele spekuliert und für gut befunden oder nicht so gut befunden. Aber das sind einfach Gespräche, die wir uns jetzt in Ruhe die Gedanken, die wir uns in Ruhe machen müssen. Dann ist die Schwierigkeit natürlich, Spieler für Bayern München zu finden. Ich denke halt, Bayern München ist so ein Verein, wo der Trainer natürlich absolut eine wichtige Mitsprache hat, was Spieler betrifft. Aber Bayern München muss auch als Verein stark sein. Und jetzt kommt es einfach, das ist ein kleiner Satz, den ich sage, aber der alles Entscheidende. Wir müssen den passenden Trainer für Bayern München finden und dann eben auch die passenden Spieler, die zu Bayern München und zu unserem Trainer passen. Halleluja. Genau das predige ich auch schon seit Monaten. Also ich merke schon, der Maxi ist auf jeden Fall, also
Wie gesagt, wenn er alles so umsetzen kann, was er von sich gibt, dann gibt's ein High Five von mir. Das am liebsten so schnell wie möglich, aber das wird natürlich nicht ganz so einfach sein, weil natürlich auch Kandidaten vielleicht sind, die irgendwo noch unter Vertrag stehen. Es gibt Kandidaten, die frei sind, aber es gilt für uns einfach, den richtigen Trainer zu finden. Und das ist das, was mit Christoph und ich jetzt einfach angehen werden. Ich fange erst am 1.3. an, also noch hat die Suche nicht begonnen, aber dann werden wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen, viele Gespräche führen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir dann auch die passenden Puzzleteile für die Saison 24, 25 finden werden. Ja, vielen Dank. Eins kurz, ich habe sehr viele Handzeichen gesehen, die werden alle drankommen, aber es wird jetzt ein bisschen dauern, einen nach dem anderen. Alle. Zuerst habe ich den Leute. Tobi Altscheffel von... Also könnt ihr schon mal drauf einstellen, das wird so eine Stunde. Minimum hier. Wahrscheinlich 1,5. Weil ich ja immer viel dazwischen quatsche. Frechheit. Sportbild gesehen. Servus Max, herzlich willkommen. Es wurde jetzt schon viel über die Arbeit im Sommer gesprochen, über den Kader. Wie groß muss denn aus deiner Sicht der Umbruch bei dieser Mannschaft ausfallen? Weil es wird immer über den Trainer diskutiert. Der nächste Trainer wird im Sommer gehen. Aber wie sehr muss sich das Gesicht der Mannschaft verändern, aus deiner Sicht jetzt schon? Und an Herrn Heiner und Herrn Dresen, welche finanziellen Mittel sind denn vorhanden, dass man sagt, man gibt dem Kader einen neuen Anstrich und man verändert auch grundlegend in der Kaderstruktur etwas? Vielen Dank. Also wie groß der Umbruch sein wird, man spricht ja sehr schnell von Umbruch. Umbruch, weiß ich gar nicht, wie viele Spiele bedeuten Umbruch. Bedeuten das 4, bedeuten das 6, bedeuten das 8? Ich fange jetzt an. Christoph hat schon ein halbes Jahr Vorsprung, der wird mir sehr, sehr viele Informationen geben. Die beiden Herren neben mir sind auch sehr, sehr nah dran. Also da werde ich jetzt einfach die ganzen Informationen gemeinsam besprechen. Und dann werden wir uns natürlich den Kader anschauen. Und natürlich wird es sein, dass es jeden Transfersommer so, es wird Abgänge geben, es wird Zugänge geben. Aber das allererste ist erstmal, dass wir den passenden Trainer finden, um dann eben mit diesem Trainer Entscheidungen zu fällen, was eben den Kader betrifft. 100%, ja. 100%, muss ich mal klipp und klar sagen. Weil wir haben die Diskussion ja auch im Stream gehabt. So, wenn du jetzt so nehmen jetzt den Kimmich als Beispiel, ja. Wenn ein neuer Trainer kommt und sagt, ich sehe einen Kimmich als klaren Achter bei mir in der Mannschaft, ich will ihn unbedingt haben, ja, na klar, ja, dann wird ein Kimmich beim FC Bayern bleiben. So, wird der Trainer kommen und sagen, ich kann Kimmich nicht gebrauchen, der macht das Spiel für meinen Stil zu langsam oder dies oder das. Ja, dann wird man Kimmich vielleicht nahelegen, dass er sich einen anderen Verein suchen soll. Ja, dasselbe mit dem Goretzka, mit jedem einzelnen Spieler halt. Ja. Man kann das nun mal nicht jetzt als Verein entscheiden, ohne den Trainer mit ins Boot zu nehmen. Klar, kannst du deine Grundphilosophie vorstellen, danach im Trainer suchen. Das hat er ja auch vorher gesagt. Aber da musst du das mit dem Trainer zusammen entscheiden. Und deswegen ist es auch wichtig, aus meiner Sicht, dass man jetzt halt nicht sagt, ja, wenn die Sommertransferphase irgendwann mal anfängt, dann werden wir uns mal für den Trainer entscheiden und dann muss man wieder alles in einer Woche abwickeln. Das macht halt auch keinen Sinn. Ne? Von daher, ja, ist es schon wichtig, dass man das schon in naher Zukunft irgendwie geregelt kriegt und weiß, wer der Nachfolger ist. Ja, ob man das jetzt dann schon öffentlich macht, ist eine andere Geschichte, muss man ja nicht. Aber intern sollte man das schon frühzeitig geklärt haben. Ich kann das heute nicht sagen, ich will auch keine Zahl sagen, aber natürlich werden wir uns die Dinge genau anschauen. Wir werden auch anschauen, das ist jetzt die Situation. Ich bin jetzt neu, der Club hat eine Entscheidung gefällt, die ich absolut für richtig und nachvollziehbar fand, Klarheit zu schaffen, was den aktuellen Trainer Thomas betrifft. Jetzt mit der neuen Situation mit Christoph und mit meiner Person sind ein Stück weit die Karten auch neu gemischt. Natürlich werden wir uns genau anschauen, wer jetzt in den letzten 3 Monaten, wo wir diese ehrgeizigen Ziele haben, auch mitzieht, wer Bayern München dieses Herz und diese Seele gibt, um diese Ziele vielleicht noch zu erreichen. Wir sind jetzt gerade, wie gesagt, in der Jägerrolle, aber auch da zeigt sich Charakter und Mentalität und das wollen wir einfach sehen und dann kann man eben nach der Saison entscheiden, welche sind die besten Entscheidungen für die neue Saison. Endlich mal klare Worte in unserem Verein. Alto Belli. Ja, völlig legitim. Finde es auch völlig legitim, so die Spieler da jetzt in die Pflicht zu nehmen. Ja. Und da müssen sich einige Spieler auf jeden Fall steigern. Ja? Sonst ist da nichts mehr mit FC Bayern. Sehr gut, gefällt mir. Ich hoffe, die Aussagen, die kommen, ja, ist natürlich das, was ich gerade hören will, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir werden ihn natürlich daran messen. Genauso wie wir Kimmich daran gemessen haben, dass er sagt, ich bin hier der Sechser. Ne? So.
Ja, vielen Dank. Dann. Aber es ist erfrischend, dass da mal jemand hockt und das mal so klar kommuniziert. Ja, und nicht wieder anfängt, irgendwelche hohlen Phrasen da rauszubrechen, bla bla bla. Nee, klare Ansage, so die Spieler haben jetzt 3 Monate Zeit, um zu zeigen, dass sie für den FC Bayern brennen, alles geben, alles reinwerfen. Richtig. Und die das nicht tun, weg am Ende der Saison. Bam, Feierabend. Und kommen wir zu Stefan Kumberger. Per Männer, sorry. lassen Sie uns beide auch noch kurz was dazu sagen. Alles gut. Oh, da gibt's gleich wieder einen Einlauf nach der PK. Eieieiei. Die oberen Herrschaften vergessen. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir als FC Bayern sehr ehrgeizige sportliche Ziele haben. Wir haben gestern eine Aufsichtsratssitzung gehabt, eine sehr konstruktive, harmonische, in der wir offen diskutiert haben, auch über die Zukunft und auch über die Lizenzierung für die nächste Saison. Und da kann Jan Christian Dresen gleich noch was dazu sagen. Und natürlich ist unser oberstes Ziel, die sportlichen Erfolge zu haben. Und natürlich müssen wir dafür auch bestimmte finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Aber das hat der FC Bayern Gott sei Dank immer selber erwirtschaftet und er ist auch in der Lage, das in der Zukunft zu tun. Natürlich werden wir die Dinge hinterfragen, die Max uns vorschlägt, aber es ist ganz klar, dass wir sportlich sehr, sehr erfolgreich sein wollen. Wenn ich das ergänzen darf, das haben wir in der Vergangenheit des Öfteren ja auch auf der einen oder anderen Jahreshauptversammlung gesagt, maximaler sportlicher Erfolg bei wirtschaftlicher Solidität heißt übersetzt, wir werden weiter mit Augenmaß vorgehen, aber für uns ist das gut so, ne? 100% gut so. Das oberste Ziel für den Fußballclub FC Bayern der sportliche Erfolg. Wir sind auch ein Unternehmen, aber zuvorderst steht der sportliche Erfolg. Und wir wollen allerdings nicht nur ein Jahr einen sportlichen Erfolg feiern und setzen immer alles auf eine Karte. Das machen wir eben nicht, sondern wir wollen nachhaltig sportliche Erfolge feiern. Und deswegen versuchen wir mit Weitsicht auch dieses Jahr auf dem Transfermarkt unterwegs zu sein. Dann muss man aber einiges ändern am Kader, wenn man das wirklich so angeht. So, jetzt, sorry Stefan, bist du dran. Ja, hallo in die Runde. Herr Eberl, kann man sagen, es geht für Sie ein Lebenstraum mit dem heutigen Tag in Erfüllung? Und Sie haben mal gesagt, Ihnen ist es wichtig, nah an der Mannschaft zu sein, in der Kabine zu sein. Wie werden Sie das? Es war zu Gladbacher Zeiten, als Sie das gesagt haben. Wie wird das jetzt laufen? Natürlich werde ich viel beim Trainer sein. Ich werde viel mit dem Trainer. In Gladbach hatten wir eine Couch, da saß ich immer drauf. Man hat viel über Fußball geredet. Und das ist ja das ist der Kern, warum ich hier bin. Also ich möchte, was gerade angesprochen ist, größtmöglichen sportlichen Erfolg haben. Ich möchte Titel feiern. Und dafür ist einfach eine enge Beziehung zum Trainer, zur Mannschaft für mich elementar wichtig. Kommunikation, miteinander Dinge zu besprechen. Nicht immer irgendwelche Fixpunkte sagen, wir treffen uns einmal die Woche, sondern eigentlich dieses permanente Gespräch. Und das werde ich beibehalten mit Christoph zusammen, wenn wir dann oft dabei sein. Und das geht gar nicht darum, um Dinge zu beobachten, sondern einfach dabei zu sein, zu unterstützen, wo wir unterstützen können. Am Spieltag auf dem Platz kann ich nicht unterstützen, das hätte auch gar keinen Sinn, weil das wäre eher kontraproduktiv. Aber alles daneben kann ich eben helfen. Und das bin ich dann auch immer, der Ansprechpartner für den Trainer. Der Trainer trifft seine Entscheidungen, aber natürlich hat man ja auch Expertise, man kann zusammen diskutieren, zusammen sprechen. Und so wird das im Grunde sein. Und Lebenstraum, natürlich. Wenn man das jetzt positiv interpretieren möchte, kann man das natürlich so interpretieren, dass wenn der Trainer sagt, hier, der Spieler reicht die Leistung nicht, ich kann das nicht so kommunizieren, von wegen dann gleich Streitereien, Blasöts in der Mannschaft, was ja auch normal ist. Dafür ist dann halt so ein Sportvorstand oder Sportdirektor auch mal da, um so einen Spieler mal an die Seite zu nehmen und mal ein bisschen das Gespräch zu suchen. Negativ kann man das natürlich interpretieren, ja, dann wird dem Trainer reingesprochen vom Sportdirektor und Sportvorstand. Deswegen wird es nicht einfach sein, einen passenden Trainer zu finden. Ja. Bin sehr gespannt. Natürlich ist es für mich, der hier diesen Club hat groß werden sehen. Ich habe 1980 angefangen im Februar in der Bambini-Mannschaft, durfte ein Profispiel machen, habe dann diese knapp 15 Jahre durchlaufen hier und habe diesen Club, wie gesagt, wachsen sehen. Ich habe im Fanshop, als der neu ins Leben gerufen wurde, Mitte der 90er, habe ich mit Didi Hamann Pakete packen müssen, weil Hermann Gerland nicht wollte, dass wir in den Sommerferien irgendwie rumlungern. Also ich weiß, wie dieser Club Alter, er ist einfach Legende. Groß geworden ist und es ist immer der Club gewesen, der ein Stück in meinem Herzen war. Da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Lebenstraum, natürlich ist es schön,
hier zu sein in dieser verantwortungsvollen Rolle. Und ich habe es gestern gesagt, ich habe da großen Respekt vor, ich habe Demut davor, aber extrem große Vorfreude. Aber es ist jetzt auch ein großes Erbe, was ich antreten darf, weil natürlich der Club sich in den letzten 30 Jahren fantastisch entwickelt hat und zu den Größten in Europa gehört. Deswegen, man träumt davon, aber jetzt habe ich natürlich auch einen klaren Auftrag, eine klare Herausforderung, der ich mich einfach unfassbar gerne stelle. Ja, in einem Umfeld, wo ich mich sehr wohlfühle. Ja, finde ich gut, dass er jetzt nicht so pauschal da sagt, naja, na klar ist das mein Lebenstraum, wieder diese Standardphrasen rausballert. Ja, war schon okay. Wunderbar, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Christian Falk von der Bild, Sportbild. Servus Max, auch willkommen zurück von meiner Seite. Vor 30 Jahren, wie du gegangen bist, war auf der Position, die damals noch Manager hieß, Uli Hoeneß. Jetzt bist du quasi einer seiner Nachfolger. Kannst du dazu ein bisschen was sagen zu eurer Beziehung und welche Rolle er gespielt hat, dass du wieder da bist? Und die Vergangenheit hat sich auch gezeigt, es ist mal clever, ihn einzubinden. Wirst du auch das tun? Generell, das war ich als Fußballer auf dem Platz. Torben weiß das. Ich war fußballerisch sehr limitiert. Ich war sehr immer abhängig davon, wie mein Umfeld ist. Und genauso habe ich es neben dem Platz gehalten. Also ich bin ein absoluter Teamplayer, der dumm wäre, wenn ich nicht die Expertise von solchen erfahrenen Menschen um mich herum einbeziehen würde, die hier auf der Bühne sitzen, aber auch von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ich habe damals in Gladbach die Fußstapfen von Helmut Grassoff weit entfernt treten dürfen, jetzt von Uli Hoeneß, also wahrscheinlich zwei der größten Manager im deutschen Fußball. Und ja, es ist für mich einfach eine große Ehre, hier zu sein, für diesen Club zu dienen, wo ich groß geworden bin. Und ich weiß aber, wie gesagt, dass das Erbe sehr, sehr groß ist. Und dementsprechend, ich bin mir dessen bewusst, freue mich extrem drauf und bin um jede Hilfe dankbar, die ich einfach bekomme, um diesen Club weiter erfolgreich zu halten. Ja, finde ich natürlich, verstehst du schon die Sprache, sorry. Finde ich natürlich gut. Finde ich auch der richtige Ansatz, wenn man diese Expertise um sich herum hat, die wir nun mal in unserem Verein haben. Ja, und in unserem Verein ist es auch völlig normal, dass man diese Expertise mitnimmt. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, woran Tuchel gescheitert ist, dass er die nicht so mit ins Boot genommen hat. Anderes Thema. Finde ich völlig legitim. Wichtig wird halt sein, dass er sich trotzdem seine eigene Meinung bildet und diese dann auch durchsetzt. Ja. Wenn er vom Spieler überzeugt ist, zusammen mit einem Freund und dann so Uli sagt, oh nee, den fühle ich nicht so wirklich, da muss man nicht seine Meinung ändern. Ja, man kann darüber diskutieren. Ich meine, macht der Uli gerne. Streitkultur bin ich auch ein Freund von. Das wird halt das Wichtige sein. Natürlich sollte man die Expertise von den beiden mitnehmen. Die ist ja unbestritten. Ne? Und solange er dann seine eigenständigen Entscheidungen trifft, wenn er alle Expertisen mitgenommen hat, auch wenn das seine Art und Weise ist, alle so mit ins Boot zu nehmen, dann denke ich, kann das gut funktionieren. Es darf nur nicht darauf hinauslaufen, dass man sich Meinungen bildet, auch mit einem Freund zusammen von allen anderen und dann geht man zum Uli und der Uli sagt, nee, das sehe ich anders und man wirft dann seine Meinung um. So, das ist ein Ding, was nicht passieren darf. Das wird das Wichtige sein. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, dann machen wir vielleicht da oben weiter. Taufik Khalil von BR. Ja, hallo Herr Eberl. Sie haben gesagt, Sie fangen am Freitag erst an, aber mal ehrlich so, wenn man in den letzten Wochen, ist ja nicht so, dass Sie erst seit gestern wissen wahrscheinlich, dass Sie hier zum FC Bayern kommen, wenn man dann schon mal so vorm Fernseher gesessen hat, vielleicht mal im Stadion war, gesehen hat, was alles gerade so passiert rund um den FC Bayern. Ist da so ein Zettelblock immer größer geworden mit Notizen, was alles zu tun ist, so eine To-Do-Liste? Also ich glaube, Sie werden es mir nicht abnehmen, wenn ich sage, ich habe bis gestern abgewartet, bis der Aufsichtsrat dann tatsächlich entschieden hat, ob ich es werde und habe bis dahin alles abgeschaltet. Das habe ich nicht. Natürlich habe ich mir in den letzten Wochen sehr viel anschauen können. Ich hatte Zeit, habe mir Spiele angeschaut. Ich habe viele Gespräche geführt, die mir unglaublich viel gebracht haben. Und natürlich gibt es einen Zettel, den gab es aber vorher auch schon, weil der Club einfach so groß ist und weil die Ambitionen auch so groß sind und weil natürlich auch meine Ideen und meine Gedanken auch eine Rolle spielen. Der Zettel ist da, aber der Zettel ist trotzdem DIN A5, sehe ich hier gerade, ist nicht so. Aber es gibt Herausforderungen, es gibt Aufgaben, das habe ich gerade angesprochen. Aber wie gesagt, natürlich bin ich für die Ausrichtung dann hoffentlich der nächsten Jahre und einer langen Zeit verantwortlich. Das hoffen wir auch. Wir brauchen nämlich mal wieder Kontinuität.
Sowohl auf der Trainerposition wie halt auch auf den anderen Positionen der Führung. Aber tatsächlich komme ich jetzt auch erstmal her, fange an und möchte diese 3 Monate echt bestmöglich nutzen. Und ich habe auch das gesehen und ich habe auch eine Reaktion am letzten Samstag gesehen aufgrund der Entscheidung. Und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Die Jungs auf dem Platz haben ihre Ansprüche. Thomas wird alles tun, um einfach hier einen großartigen Abschied zu bekommen. Und ich und wir werden alles dafür tun, dass wir alle zusammen das vielleicht sogar feiern können, dieses Unmögliche, was gerade sich darstellt, zu realisieren. Und dann werde ich meinen kleinen Block abarbeiten und versuchen, für den Sommer gute Entscheidungen zu fällen. Wunderbar, dann machen wir weiter mit Torben Hoffmann von Sky. Max, auch von mir herzlich willkommen hier in München. Ich sag mal, der Trainerposten oder Kontinuität auf dem Trainerposten war beim FC Bayern jetzt in den zurückliegenden Jahren nicht das, was man sich auch selbst wahrscheinlich erhofft hat. Was für ein Profil, die Gedanken wirst du ja sicherlich auch schon machen, was für ein Profil muss dann der zukünftige Bayern-Trainer haben? Was muss er mitbringen? Muss er deutschsprachig sein? Ist das völlig egal? Und es gibt ja Kandidaten, sagst du ja selber, die mitunter noch unter Vertrag stehen oder auch zur Verfügung stehen. Wenn es ein Trainer ist, der unter Vertrag steht, dann kann es ja möglich sein, dass es relativ lange dauert, bis in die Sommerpause rein. Und ist es dann vielleicht ein bisschen spät, auch für eine Planung, um einen neuen Trainer, eine neue Mannschaft zu formen? Ja, na klar ist das dann zu spät. Danke. Das sind genau die Fragen, die alle auf meinem Zettel stehen und die ich versuchen will jetzt, dass wir sie beantworten können. Ja, wir wollen einfach einen Trainer finden, der zu Bayern München passt, zu den Ansprüchen passt, auch ein Stück weit zu der Idee, zu den Gedanken, die sich Christoph und ich uns machen werden, wie dieser Kader aussehen kann. Sind es vielleicht eben auch irgendwann wie Tell, wie Musiala, junge Spieler, denen wir Einsatzzeiten geben müssen, also andere großen Vereine. Ja. Und ja. Ich finde es gut, dass er gerade den Tell auch mit ins Boot nimmt, ne? Weil ich denke, man muss auch ein Zeichen an Tell setzen, ne? Weil noch so ein Jahr wird der Junge sich nicht antun und das dann auch völlig zurecht, ne? Weil das Potenzial, was er hat, ist enorm. Und ich mache mir jetzt sehr viel Gedanken auch über den Fußball. Real Madrid hat es geschafft, bei einem Mittelfeld mit Modric, Casemiro und Kroos, trotzdem Camavinga und Tchouaméni mit einzubeziehen und einzubauen. Das sind auch Trainer, die wir brauchen, solche Spieler zu finden. Wir brauchen Stars, aber wir brauchen eben auch genau solche Spieler. Und dafür musst du den richtigen Trainer finden, der auch Bock hat, mit diesen Spielern dann zu arbeiten. Halleluja! Also wenn das nicht mal so ein richtiger Seitenhieb an Thomas war und genau das, was ich auch die ganze Saison schon erzähle, ja. Deswegen hat das halt einfach auch nicht gepasst, ja, mit dem Tuchel und dem Verein. Und deswegen würde es auch keine Rolle spielen, selbst wenn der Tuchel jetzt noch Champions League-Sieger und Meister werden würde. Er hat halt einfach keine Lust, Talente zu entwickeln. Das ist nicht seine Art und Weise und das ist ja auch nicht schlimm, aber dann passt das halt bei uns nicht. Und das kann man schon als Seitenhieb verstehen. Und ja, das ist super wichtig, dass es genau diese Art Trainer wird. Von der Sprache her, er sollte natürlich eine Sprache sprechen, die wir alle sprechen, also Deutsch oder Englisch soll es dann schon sein. Französisch wird bei mir schon ein bisschen dünner, aber das ist auch ein Kriterium, aber kein Ausschlusskriterium. Dementsprechend möchte ich mich jetzt gar nicht zu sehr eingrenzen in der Wahl. Es gibt Kandidaten, es gibt sehr, sehr gute Trainer, Bayern München ist eine großartige Adresse, aber genau dieses Puzzle jetzt zusammenzusetzen, Trainer, Verein, Gedanken, Spieler, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Monate. Wunderbar, dann machen wir jetzt. Ja, hört sich sehr gut an, ne? Weiter mit Manuel Bunke von Merkur TZ. Hallo Herr Eberl, servus. Eine Frage, Ihr Amtsantritt jetzt. Es ist eher turbulent in München aktuell. Ihr persönliches Empfinden, ist es vielleicht gut, wenn man zu so einer Zeit anfängt, weil man auch gewisse Freiheiten hat, ebenso ja, einen Kader umzugestalten oder vielleicht schwierige Entscheidungen zu treffen und da auch den Rückhalt hat? Oder wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn es ja ein bisschen entspannter läuft aktuell, alles wie immer ist, der FC Bayern auf Platz 1 thront? Und Anschlussfrage, können Sie uns ein bisschen was zum zeitlichen Ablauf Ihrer Verpflichtung verraten? Das verstehe ich immer nicht. Wen interessiert denn der Bums, Alter? Das ist doch wieder nur so eine hinterfotzige Frage. So, ah ja, war der schon Kontakt, wo er noch bei Leipzig war? Ist er deswegen gegangen worden?
Selbst wenn das so wäre, würde er das doch jetzt nicht kommunizieren. Also die sitzen doch dann da auch vorher vor der PK und sprechen sich ab und sagen, ja, das und das war der Zeitpunkt. Also diese Fragen kannst du dir halt einfach in die Haare schmieren. Also. Wann war dann wirklich der erste Kontakt? So in welchem Monat? Mussten Sie lange überlegen oder war sofort klar, ich pack an? Also der erste Teil der Frage, das Leben und die Realität ist, so ist es und ich wünsche dir was. Das habe ich gelernt. Deswegen Gedanken, was wäre besser oder nicht besser. Ich habe die Anfrage bekommen und dann kann ich gleich den zweiten Teil mit einbeziehen. Im November hat mich Herbert Hainer angerufen, hat gefragt, ob ich Zeit für ein Gespräch hätte. Und das war im Grunde die erste Kontaktaufnahme, die wir auch dann hatten. Wir hatten dann, wie Herbert es gesagt hat, wirklich schöne Gespräche, intensive Gespräche, offene Gespräche. Und als dann irgendwann im Dezember die Frage kam, ob ich es mir vorstellen könnte, war für mich dann eben auch nach relativ kurzer Überlegenszeit klar, ja, ich würde es gerne machen, wenn man mich möchte. So war die Reihenfolge gewesen und dementsprechend ist der Gedanke, wann ist es besser, bei Bayern München einzusteigen. Ich denke, das wisst ihr alle, die schon sehr, sehr lange Bayern München begleiten. Es ist immer sehr viel los, es ist immer Ambition, entweder sehr erfolgreich oder eben wie jetzt etwas schwieriger. Aber ich bin einfach froh, hier zu sein und versuchen, meine Expertise einzubringen. Okay, dann Philipp Schneider, ich kann es nicht genau erkennen. Ja, genau, Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Herr Eberl, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie haben eben gesagt, der Club hätte eine Entscheidung getroffen, die Sie für absolut richtig halten, mit der Trennung von Thomas Tuchel im Sommer. Das ist ja auch eine Entscheidung, die kann man ja durchaus schneidend logisch finden. Ich würde Sie trotzdem ganz gerne mal fragen, theoretisch hätte es ja eine Alternative gegeben. Man hätte ja sagen können, Max Eberl kommt frisch rein von außen mit seiner ganzen Energie, die er mitbringt, und dann nimmt er sich diesen Trainer, der auf dem Papier ein Top-Trainer ist, und diesen Kader, der auf dem Papier ein Top-Kader ist, und versucht da irgendwie nochmal, ich weiß es nicht, was das richtige Wort ist, aber zu vermitteln, zusammenzuführen, Gespräche zu führen. Warum sagen Sie, dass der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, alternativlos war? Bin mal gespannt, ob er die Frage jetzt wirklich ernsthaft beantwortet, weil das hat er vor 2 Fragen schon getan, mit dem wir brauchen dann auch einen Trainer, der Bock hat, auch Spieler zu entwickeln. Und ich denke, das ist auch das Hauptkriterium. Dass Tuchel ein guter Trainer ist, steht außer Frage, aber es passt halt bei uns einfach nicht. Ja, ich habe nicht alternativlos gesagt, ich habe gesagt, es ist die richtige Entscheidung, es ist eine offene, es ist eine transparente Entscheidung und wie ich gerade gesagt habe, ich fange am 1.3. an, der Club ist aber schon seit Wochen in einer Situation und ich glaube, dass Jan Christian und mit Christoph zusammen, mit Herrn Hainer zusammen einfach die Dinge sich angeschaut haben und dann eine Entscheidung gefällt haben, die für den Club entscheidend ist und es geht nicht um Max Eberl, es geht auch nicht um Herbert Hainer, es geht auch nicht um Thomas Tuchel, es geht um FC Bayern München. Und wenn Sie das Gefühl hatten, und das haben Sie gehabt, sonst hätten Sie nicht so entschieden, sonst hätten Sie das Gespräch nicht gehabt, dass das der richtige Impuls ist, um jetzt eben nochmal die letzten Monate so anzugehen, dann ist es für mich eine richtige Entscheidung. Und ich war auch nicht involviert, wurde oft kokettiert, dass ich dabei gewesen wäre im Hintergrund. Gar nicht, es ist auch gar nicht meine Aufgabe, sondern der Club ist immer handlungsfähig gewesen, hat immer sehr, sehr gute Entscheidungen gefällt und jetzt für sich diese Entscheidung gefällt. Und für mich fühlt es sich außenstehend eben bei diesen Themen, die scheinbar da waren, da wo ich nicht so involviert war, fühlt sich aber richtig an und das ist nur meine Meinung. Ja, hat er gut beantwortet, dass er das jetzt nicht so, er hat es ja dann gesagt, so die Themen, die da waren, ja, da kann jeder jetzt sich für sich herein interpretieren, was man darunter versteht oder eben nicht. Gut, dann machen wir hier links von mir aus gesehen ganz oben weiter, bitte. Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo, Herr Eberl. Hallo, Herr Hallo. Hallo, Herr Eberl. Willkommen zurück in München erstmal. Ich würde Sie gerne nach der Transferphilosophie fragen. Ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr hat Herr Dresen hier gesagt, so ein Transfer wie Harry Kane, der wird eher Ausnahme bleiben. Bleiben Sie da dabei und ist es jetzt vielleicht eher das Ziel, jüngere oder noch nicht so Spieler auf Weltniveau zu holen, um die dann hier zur Weltklasse auszubilden? Vielleicht können Sie da mal ein paar Gedanken mit uns teilen. Also ich glaube, dass Bayern München, nicht umsonst sind sie jetzt 11-mal deutscher Meister geworden und haben 2020 6 oder 7 Titel, also ich kann sie gar nicht zählen, ich habe nur 1 und 2 geholt, hier geht es in einem Jahr mit 6 oder 7 voran, glaube ich, sehr, sehr gute Entscheidung gefällt und ich glaube, dass der Kader von Bayern München immer
herausragend war, sowohl in Deutschland, aber auch international. Auch dieses Jahr ist es ein sehr, sehr spannender Kader mit sehr, sehr viel Perspektive und Qualität. Warum auch immer einige Dinge nicht funktionieren, müssen auch fairerweise sagen, auch das habe ich sehr oft als Argument, auch als Sportdirektor in meinen alten Clubs bringen müssen. Es ist natürlich nie schön, wenn der Kader eben auch sehr oft zerpflückt ist mit Verletzungen, mit langfristigen Verletzungen. Du hast keine Konkurrenzsituation auf dem Platz, im Training. Der Trainer, die sind ein Stück weit die Hände gebunden. Du bist froh, wenn ein Spieler aus der Verletzung zurückkommt und bringst ihn sofort wieder auf den Platz. Das ist nicht optimal gewesen, was das betraf. Und was meine Philosophie, unsere Philosophie betrifft, wir wollen die bestmöglichen Spieler zum FC Bayern holen, die den größtmöglichen Erfolg, und das heißt Titel, erreichen können. Das kann ein Topstar sein, aber so wie Jan Christian gesagt hat, glaube ich, dass eben Bayern auch nicht in der Lage ist, die anderen Finanzclubs aus England und Frankreich und vielleicht auch in Spanien mögen das können. Bayern hat das, glaube ich, immer mit sehr, sehr großer Weitsicht und mit Auge gemacht, sportlichen Erfolg mit finanzieller Solidität gelebt. Das ist herausragend. Deswegen ist dieser Club auch so besonders. Andere kriegen Geldspritzen und dieser Club ist einfach solide gewachsen über Jahrzehnte. Und natürlich werden wir da schauen, eben auch vielleicht Stars zu finden. Ob die dann realisierbar sind, wird sich zeigen. Aber natürlich werden wir auch Wege finden, gute Spieler wie Mathys Tell, das ist für mich ein herausragendes Beispiel, zu finden, die über eine Entwicklung, Thomas hat ja im Interview gesagt, Entwicklung bei Bayern München ist schwierig oder er sagte vielleicht sogar nicht möglich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Ja, ich mag ihn Eber jetzt schon. Ja, die Philosophie muss sich halt ein Stück weit dahin ändern. Und ja, ich denke, man hört raus, was am Tuchel kritisiert wurde intern. Eigentlich das, was wir hier auch kritisiert haben. Ja? Und dann muss man sich am Ende des Tages halt auch nicht wundern. Es muss möglich sein, Bayern München erfolgreich zu führen, zu Titeln zu bringen und trotzdem eine Entwicklung gestalten zu lassen. Und ich glaube, Christoph in seiner Tätigkeit bei Salzburg hat das herausragend bewiesen. Ich glaube, ich hatte auch den ein oder anderen ganz guten Spieler, den man gefunden hat, der dann irgendwo nach einem halben Jahr dann ein Topstar war. Und ich glaube, dass es eben Bayern vielleicht auf einem Stück weit höheren Niveau als bei den Vereinen, wo ich vorher tätig war, wird es aber auch möglich sein, Sie sprachen von jungen Spielern, vielleicht etwas unerfahrenen Spielern, auch diese zu Bayern München zu bringen und sie dahin zu entwickeln, wo dann eben Topstars waren. Also ich erinnere mich gerne an die Zeit, als Thomas Müller selber auf den Platz kam, Philipp Lahm, Sebastian Schweinsteiger, ich will jetzt nicht in alten Kamellen kramen, aber auch die haben ja eine Entwicklung genommen und sind dann irgendwann Weltstars und Weltmeister geworden. Und das ist bei Bayern München definitiv möglich. So, dann. Wenn man den Trainer hat, der so das Konzept halt auch mitgeht, ne? Das ist so das Wichtige. Und das haben wir halt diese Saison leider nicht gehabt. Jo. Sage ich gleich die nächsten 4, damit ich die Handzeichen im Zaum halte. Uli Köhler, Martin Volkmar, Heiko Niederer und Elisabeth Schammer. Uli Köhler, die alte Kanone. Uli Köhler von Sky. Servus Max, schön dich hier zu sehen. Sehr viel ging es jetzt um Details. Ich frage dich ganz persönlich. Du sollst ja der Heilsbringer beim FC Bayern werden. Du sollst Uli Hoeneß nachfolgen. Er selber wünscht sich das so. Das sind natürlich riesige Fußstapfen. Hat im ersten Anlauf nicht so geklappt. Dazu sollst du sollst diese Figur abgeben. Du sollst den Kader umbauen. Du sollst einen neuen Trainer suchen. Du musst moderieren, wenn Thomas Müller und Manuel Neuer mal nicht mehr beim FC Bayern sind, mittel-langfristig. Das ist ja ein Rucksack, der ist ja unmenschlich, fast nicht zu leisten. Bist du dir dessen bewusst? Und alles soll ja im halben Jahr versuchen. Also Uli, ich habe schon unterschrieben, ich kann nicht mehr zurück. Aber Jürgen Klopp hatte 5 Jahre Zeit, um Meister zu werden in London. Bei Bayern wird man nach 4 Monaten unruhig. Hast du das im Griff? Du hast den Zettel auch wieder sehr schön ausformuliert, den ich habe. Also ich glaube, ich bin kein Heilsbringer. Ich bin ein Typ, der nicht Mist einfach anpacken möchte, der in seiner Zeit als Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, wie auch immer diese Titel heißen, das ist ein Schall und Rauch für mich, immer Gas geben musste. Ich hatte in Gladbach diese Themen, ich hatte sie in diesen kurzer Zeit in Leipzig hatte ich dieses Thema. Wie gesagt, ich bin kein Heilsbringer, ich bin einer, der, glaube ich, sehr, sehr gut in einem Team arbeiten kann und möchte. Ich brauche, was ich gerade schon angesprochen habe, die Expertise von den Menschen um mich herum. Aber auch das, was du alles beschrieben hast, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also einen neuen Trainer zu finden, ist eine große Aufgabe.
Aufgabe, das bedarf vieler Gespräche, das bedarf vieler Gedanken. Neue Spieler zu finden, ist eine Aufgabe, die ich seit fast 2 Jahrzehnte jetzt machen darf, die auch unglaublich große Freude macht, weil jedes Gespräch mit jedem Spieler hat mich irgendwie auch weitergebracht. Es macht mir tatsächlich Freude, diese Spieler zu finden, sie jetzt von Bayern München zu überzeugen, dass es der richtige Schritt für sie ist. Natürlich ist der Aufgabenzettel sehr, sehr groß, aber ich habe keine Angst, ich weiß genau, was ich getan habe und wie gesagt, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl jetzt in diesen paar Stunden, die ich jetzt mit den Mitstreitern zusammen sein darf. Gestern die Aufsichtsratssitzung, heute Morgen die kurze Besprechung vor der PK. Es macht einfach Spaß und du merkst, alle ziehen ein Stück weit an dem Strang, um Bayern München einfach gut für die Zukunft aufzustellen. Und natürlich die Fragen mit Manuel Neuer, Thomas Müller kommen irgendwann in der Zukunft, nicht jetzt, irgendwann, aber vor allem haben wir jetzt andere Aufgaben zu lösen, eben Trainer, Kader und jetzt komme ich wieder langweilig zurück, aber die letzten 3 Monate nicht herzuschenken. Ja, gehe ich zu 100% mit. Ja, und ja, ich denke, deswegen gerade mit der Expertise und die Erfahrung, die der Max Eberl auch mitbringt, jetzt stellt euch mal vor, es war ja auch ganz oft im Chat so, dass da jemand geschrieben hat, ja, wie wär's denn mit dem Arjen Robben, wie wär's denn mit dem Bastian Schweinsteiger, wie wär's denn mit dem und dem? Leute, auf welcher Expertise sollen die diese Aufgaben, die jetzt der Uli Köhler da gerade gestellt hat, denn bitte bewerkstelligen? Ja, also ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also du musst jetzt einen Mann haben, der die Kompetenzen hat. Und das hat er zweifelsohne. Und ja, ich bin sehr gespannt. Herr Köhler, vielleicht darf ich noch 2 Sätze dazu sagen. Es ist fast unmenschlich für einen, was Sie alles aufgezählt haben, was er machen muss, aber deswegen haben wir auch 3 Vorstände. Was ich dazu sagen will, ist, dass wir beim FC Bayern natürlich einen Sportvorstand haben, der für diese Dinge hauptverantwortlich ist, aber dass alles im Team zusammen gemacht wird. Wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, einen Vorstand mit 3 sehr, sehr kompetenten Herren. Jan Dresen hat das in den letzten 9 Monaten gemacht, sehr, sehr gut. Und insofern werden wir da dem Max auch Entlastung geben, aber ich will das nochmal ganz klar herausstellen, beim FC Bayern München ist es keine One-Man-Show, sondern wir haben einen absolut kompetenten Vorstand und der wird es auch in der Zusammenarbeit miteinander machen. Könnte man jetzt auch wieder was hineininterpretieren, lassen wir mal sein. Ja? Ich denke, da Eberl das ja auch so sagt, ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er so ein Teamplayer ist, wie auch von außen betrachtet, was in Gladbach und in Leipzig war. Aber wenn er genau diese Art ist, wie er es kommuniziert, ja, dann ist es perfekt für den FC Bayern. Ja, wie ich schon sagte, du musst beim FC Bayern einfach alle Personen mit ins Boot nehmen. Sorry, du musst alle Personen mit ins Boot nehmen. Ne? Und du hast diese Expertise und warum sollte man auf diese Expertise auch verzichten? Ne? Solange man am Ende des Tages der die Verantwortung trägt, muss es am Ende des Tages entscheiden. So, und das ist dann in den sportlichen Belangen Max Eberl und gut ist. Ne? Und von daher, alles, was ich bisher gehört habe, macht mich auf jeden Fall zuversichtlich. Wir werden natürlich dann die Herrschaften auch an diesen Worten messen, aber es wäre ja schön, wenn das endlich dann auch mal umgesetzt wird und man dann vielleicht endlich wirklich mal die nächsten Jahre einfach mal Kontinuität hat, sowohl in der Vereinsführung, die zusammen harmoniert und wo es passt, sowohl als dann auch auf der Trainerposition. Ja, vielen Dank. Dann Martin Volkmar von RAN. Hallo Herr Eberl. Es war schon ein bisschen zu hören im Zuge Ihrer Installierung von einer Entmachtung von Christoph Freund. Vielleicht können Sie etwas zu Ihrem Verhältnis und zu der Rollenverteilung künftig sagen. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ob sein Schwerpunkt vielleicht eher Richtung Nachwuchs gehen soll, weil da ja schon auch die Schätze sind, die der Verein auch heben will, wenn man die Mitgliederversammlung richtig verfolgt hat. Also das mit also Fakt ist, Christoph und ich werden auf Augenhöhe die ganzen sportlichen Themen vorantreiben. Christoph ist ein absoluter Fachmann, wo ich extrem froh bin, dass er schon hier ist, dass der Club sich für ihn entschieden hat. Und wie gesagt, Hierarchien spielen bei mir in meiner Welt keine Rollen, sondern wir wollen einfach zusammen das Beste für Bayern München herausholen. Wir werden beide den Kader vorantreiben, wir werden beide zusammen mit Jan Christian, zusammen mit Herbert, natürlich den Aufsichtsrat, wo mit Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge auch Kompetenz sitzt, werden wir über diese Themen diskutieren.
diskutieren. Wir werden versuchen, gute Vorschläge zu machen. Wir werden versuchen, die Spieler für Bayern zu gewinnen. Gleichzeitig werden wir beide versuchen, den Campus ein Stück weit anzuschieben. Also ich sehe die Aufgabenteilung relativ simpel. Es sind nämlich zwei Menschen, die total erfolgsorientiert sind, die total teamfähig sind, die eine gewisse gemeinsame Empathie haben, die sich extrem wertschätzen. Die wollen gemeinsam Bayern München versuchen, mit all den Mitstreitern zusammen nach vorne zu bringen. Und deswegen ist da Entmachtung überhaupt nicht. Im Gegenteil, für mich ist es Augenhöhe. Und wenn man meine Vita schaut, ob es jetzt in Gladbach Steffen Korell war und in Leipzig Ruben Schröder, dann ist das einfach nicht möglich für einen alleine, solche Vereine zu führen, bei den sportlichen Ambitionen, die man hat, bei dem mannigfaltigen Aufgabengebiet. Uli hat es ja eindrucksvoll gesagt, was jetzt nur den Lizenzbereich betraf, da war noch nicht mal der Campus erwähnt, die Frauenmannschaft. Da braucht man einfach eine große, breite, was heißt groß und breit, wir sind zu zweit, aber genau diese Spitze, die brauchen wir. Ja, das ist ja auch, was ich gesagt habe, ne? Vor 20, 25 Jahren oder noch früher zu Ulis Zeit war das vielleicht alles noch möglich, ne? Dass da der eine starke Mann war, der alles im Griff hatte und der alles entschieden hat. Heute, wir wissen, fußballerisch hat sich die Zeit verändert und gerade, wir sind mittlerweile mehr ein Unternehmen wie ein Fußballverein. Die Herrenmannschaft ist ja auch ausgegliedert in der AG. Du kannst das heute nicht mehr. Du kannst das heute nicht mehr sagen. Hier, das ist jetzt der Dude, der ist alles. Der ist CEO, der ist dies, der ist das, der macht alles. Das geht nicht mehr. Ja, das hat man ja auch schon später bei Uli Hoeneß gesehen, dass Karl-Heinz Rummenigge dann CEO war und immer mehr viele Bereiche übernommen hat, das ging da auch schon nicht mehr, ja. Und wenn das so ist, wie er es kommuniziert, hört sich das super an, dann bin ich super guter Dinge, dass das richtig ballern wird, ja. Wenn die beiden wirklich als Team auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dann sieht die Zukunft, was wir an neue Spieler sehen werden beim FC Bayern, glaube ich, relativ rosig aus. Wenn du dann den passenden Trainer dazu hast, der Spaß daran hat, der Bock daran hat, Spieler auch in die Weltklasse zu führen, sie zu entwickeln. Natürlich nicht nur, wir sind der FC Bayern, wir werden auch fertige Stars kaufen, das gehört dazu, das muss auch sein. Du musst eine Achse haben in der Mannschaft, worum sich dann andere Spieler hochziehen können und sich auch entwickeln können. Natürlich, wir werden eine gute Mischung haben und das traue ich den beiden auf jeden Fall zu. No. Ja, dann Heiko Niederer von der Bild-Zeitung. Hallo Herr Eberl, willkommen in München. Danke. Der eine Trainername, der so ein bisschen über allen anderen schwebt momentan, ist ja Xabi Alonso, das wissen Sie sicherlich. Sie haben vor 3 Jahren schon mal ein Gespräch mit ihm gehabt, wollten ihn nach Gladbach holen. Vielleicht können Sie noch mal kurz schildern, wie das aus Ihrer Sicht war, wie auch er so als Typ war und haben Sie die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht im zweiten Versuch klappt? Was soll er dazu jetzt sagen? Also ich will jetzt nicht sagen, ja, Alonso wäre der Wunschtransfer. Also ich kann gerne von dem Gespräch von damals erzählen, was für heute keinen Ausschlag hat. Was die heutige Trainersuche betrifft, wie gesagt, werde ich natürlich weit davon entfernt sein, irgendwas zu kommentieren. Aber das Gespräch von vor 3 Jahren mit Xabi war einfach beeindruckend. Er war damals Trainer der 2. Mannschaft und das war im Grunde auch der Grund, wo er, und da sieht man mal, wie klar er auch ist, aber ich sag mal, ihr kennt ihn ja alle, er hat hier gespielt, ihr kennt ihn noch deutlich besser und intensiver als ich, aber hat er für sich gesagt, Herr Zumax, mir ist das ein Touch zu früh, ich muss erstmal Erfahrung sammeln im Bereich des Trainers und hat dann eben damals mir abgesagt. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber wie gesagt, das lässt jetzt keinen Rückschluss auf heute, deswegen möchte ich da das gar nicht kommentieren und ich glaube, das sehen Sie mir auch nach, wenn ich noch nicht mal angefangen habe, jetzt schon irgendwelche Namen zu kommentieren. Welpenschutz, oder? Und dann haben wir jetzt die Elisabeth Schlammerl von mehreren Medien, vor allen Dingen Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Entschuldigung, und danach den Julian Buhl von T-Online. Hallo Herr Eberl. Frankfurter Allgemeine. Entschuldigung. Hallo Herr Eberl, Sie haben gesagt, Sie sind es ja gewöhnt, mit Spielern zu verhandeln, haben das ja jetzt auch viele Jahre gemacht. Es wird aber ein Unterschied sein, ob Sie für den FC Bayern oder die Spieler, die Sie für den FC Bayern in Frage kommen oder interessant sind sicher andere als in Gladbach. Ist das eine Umstellung und wie haben Sie sich darauf eingestellt, dass Sie jetzt vielleicht öfters mal mit Harry Kanes dieser Welt zu tun haben in Verhandlungen als mit talentierten Spielern aus der Schweiz?
Ja, ich glaube, dass der ein oder andere Spieler auch gut zu Bayern gepasst hätte. Und ich glaube, Granit Xhaka hat damals auch mit Bayern verhandelt. Ja, sehe ich genauso. Ne? Ja, so ein Harry Kane-Transfer ist nochmal eine andere Dimension, da stimme ich schon zu. Aber ansonsten, wenn wir auch mal so zurückgehen, ja, wir haben ja nie eigentlich so die absoluten Weltstars verpflichtet. Ja, wir haben meistens dann die Spieler verpflichtet, die auf dem Weg dahin waren. Ja. So ein Arjen Robben, ja, war vielleicht schon ein Weltstar, aber hatte dann auch so eine kleine Formkrise. Ja, kann man vielleicht noch dabei nehmen, aber bei alle anderen, die wir verpflichtet haben, auch so ein Lewandowski, ja, war natürlich schon auf einem sehr guten Weg in Dortmund, aber hat natürlich dann nochmal eine extra Stufe bei uns gezündet und so weiter, ja. Also, ja, weiß ich nicht. Als wir mit ihm verhandelt haben, ja, ich verstehe die Frage und natürlich ist das nochmal ein anderes Niveau, wenn ich mit Harry Kane, Thomas Müller, Manuel Neuer mich unterhalte, aber tatsächlich geht es dann auch um Fußball. Also es geht um Fußball, es geht um Jungs, die erfolgreich sein wollen, die natürlich vielleicht schon ein bisschen mehr erlebt haben als Spieler, mit denen ich in Gladbach damals verhandelt habe. Aber ich habe halt kennengelernt, auch in meinem zweiten Step in Leipzig, das war dann schon mal eine Stufe höher als Mönchengladbach, dass es da wirklich um ja, das hören die Gladbacher nicht hier, ne? die Sache geht es. Den Jungs geht es darum, welche Perspektive habe ich, welche Möglichkeiten habe ich als Spieler, mich zu entwickeln, zu welchem Verein komme ich. Und natürlich ist Bayern München das größte Argument im deutschen Fußball, aber natürlich auch für die Spieler die Perspektive der Position, die Perspektive des Spielsystems, der Idee. Da ist ein bisschen mehr dabei als, sag mal, der plumpe Name. Und das ist das, was wir am langen Ende wir dann auf einem anderen Niveau jetzt versuchen, solche Spieler dann eben zu bringen. Aber wie gesagt, ich glaube, Spieler, die ich nach Gladbach oder auch nach Leipzig geholt hätte, der ein oder andere könnte auch hier beim FC Bayern spielen. Das würde ich bestätigen. Wunderbar, jetzt würde ich noch 3 oder 4 Fragen zulassen. William Buhl zunächst, dann haben wir noch Marco Mader vom SED, Georg Holzner vom Kicker und dann zum Finale Furioso. Ja, hallo Herr Eberl. Sie haben sich vor 2 Jahren sehr bewusst und sehr emotional auch in der Auszeit vom Fußballgeschäft verabschiedet. Jetzt treten Sie hier bei Bayern die größtmögliche Aufgabe an. Da wollte ich gerne fragen, haben Sie da irgendwelche Bedenken, dass Sie wieder an diesen Punkt kommen könnten, wo Sie eben vor 2 Jahren waren? Und was machen Sie vielleicht auch dafür möglicherweise, um das zu verhindern? Und eine kurze Anschlussfrage, ganz kurz. Was bedeutet für Sie Mir san mir? War mir klar, dass die Frage kommt. Ich habe damals bin einen Weg gegangen in Mönchengladbach, wo ich wirklich bis zur Selbstaufgabe, wie man so schön sagt, mich aufgeopfert habe für den Verein. Und im Leben gehören manchmal eben auch Entscheidungen dazu, zu sagen, okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Und ich glaube, jeder Mensch hat auch eine Krankheit mal gehabt und dann geht es danach auch wieder weiter. Jetzt mag meine ein bisschen größer gewesen sein im Bereich des Fußballs. Und trotzdem habe ich mich dann einfach sehr, sehr bewusst rausgenommen. Ich habe einfach mal diese Zeit, die ich bis dahin erlebt hatte, und die war bei mir einfach getrieben, toujours mit Arbeit, mit Leistung. Ich habe es gerade angesprochen, ich war kein Hochtalentierter, ich musste immer alles geben, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz, und habe das eben auch getan. So ist mein Naturell. Und das alles mal zu reflektieren, das eben auch mal innezuhalten in dieser schnellen Welt, die wir haben, nicht nur im Fußball, sondern auch daneben. Ich glaube, das tut Menschen gut. Mir hat es extrem gut getan. Ich habe für mich dann eben auch eine Auszeit genommen. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt. Ich bin sehr, sehr viel mit mir auch ins Gericht gegangen. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich erlebt? Was möchte ich besser machen? Und dann eben auch Rückschlüsse gezogen. Und von da dann eben wieder neu zu starten mit richtig Anlauf. Ich habe richtig Lust. Das hatte ich, als ich vor über einem Jahr in Leipzig angefangen habe, gehabt. Und das habe ich jetzt hier genauso. Also ich habe da keine Angst, sondern ich habe meine Menschen um mich herum, die mich begleiten, die mich unterstützen. Ich habe einen Psychologen, den ich immer bei mir habe, den ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr so häufig brauche wie in der Zeit. Und das sind einfach Gespräche, die man hat. Und das hat mich als Mensch, das sage ich auch ganz ehrlich, extrem wachsen lassen und stark werden lassen. Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich weiß, auf was ich mich einlasse. Und mir san mir, was soll ich da? Ja, ganz kurz. Ne? Ich habe es ja schon vorher am Anfang mal gesagt und auch im Stream gesagt, so diese Unterstellung, die man da Max Eberl gemacht hat, von wegen, ja, er hat das nur erfunden, um nach Leipzig zu gehen. Also ich gehe da nicht mit. Ja, ich denke, das ist ein ganz hochsensibles Thema, was Depressionen anbelangt, zumindest auch wenn man
Menschen kennt oder Menschen, die einem nahestehen, kennt und das miterlebt hat, sollte man da wirklich vorsichtig sein, sich von außen eine Meinung zu bilden, ja, um das mal vorsichtig zu sagen. Und das, was er gesagt hat, hört sich sehr vernünftig an. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, was waren es, 16, 17 Jahre bei Gladbach, feuerfrei. Ja, dann ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo du kürzer treten musst oder halt das passiert, was passiert ist. Ja, na klar, verstehe ich diese Argumente von wegen, ja, es war vorher schon ein Angebot von Leipzig und das ist dann die Ausrede, bla und Sülz. Es war vielleicht ein schlechter Zeitpunkt für ihn jetzt, so von außen betrachtet. Aber nochmal, wenn man sich da, oder wer da selber Erfahrungen mitgemacht hat in seinem persönlichen Umfeld, denke, der sieht das ein bisschen differenzierter. Und von daher werde ich mir da kein Urteil erlauben. Das, was er gesagt hat, hört sich gut an, sehr gut sogar. Und so nehme ich das hin. Sehr großartig sagen. Das bedeutet für mich, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen aber auch authentisch sein. Wir wollen glaubwürdig sein. Das bedeutet für mich, mir san mir. Und das hat der Club jahrzehntelang, ich weiß gar nicht mehr, gibt es den Slogan? Wie lange gibt es den schon? Einige Jahre auf jeden Fall gelebt. Und das versuche ich einfach jetzt fortzusetzen. Ja, aus den 80er Jahren entstanden, das Mir san mir und dann immer. 80er? 70er sogar, Bulle Rot. 70er? So, ja. Dann hätte ich doch schon mal hören müssen. Jetzt machen wir weiter mit Georg Holzner vom Naja, ja. Das ist wie wahre Liebe in Dortmund und diese ganze, das ist halt, sind wir ehrlich, machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich ein Marketing-Slogan. Ja. Da hat sich irgendwann ein Mensch hingesetzt und hat gesagt, was können wir machen, was den FC Bayern beschreibt. Und dann ist das Mir san mir geworden und dadurch verkauft man Fanartikel und so weiter und so fort. Das Gefühl natürlich, welches damit verbunden wird, das will ich nicht abschreiben. Ja, das ist ja das, was den FC Bayern ausmacht. Was vielleicht auch ein bisschen die Probleme ausmacht, die wir aktuell im Kader haben, dass man halt nicht so verdiente Spieler einfach vom Hof jagt und so weiter. Ja, dass man halt schon so dieses Familiäre noch bei uns hat und nicht nur so den reinen Leistungsgedanken hat. Und so weiter und so fort, ja. Aber jetzt rein so der Mir san mir Spruch und so, ja, das wurde halt entwickelt, um Kohle zu generieren. So, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ja. Aber natürlich steht der für die Gefühle und für das Handeln des Vereins. Ne? Deswegen ist das schon eine Sache, mit der man diese Werte verbindet und das ist auch gut so. Ja. Kicker und dann, wie gesagt, noch Torben Hoffmann und Nico Linner und dann würde ich denken, Schicht im Schacht, dass wir viel beantwortet haben. Oder? Hallo zusammen. Eine Frage mal an Herrn Dresen. Haben Sie in der Vergangenheit oder jetzt in den vergangenen Wochen mal mit Christoph Freund gesprochen, wie künftig sein Profil ausschauen wird oder wie die Rollenverteilung für ihn künftig ausschauen wird? Und dann noch interessante Frage. Eine Frage an Herrn Eberl oder in die Runde, wer für wen es am besten passt. Also es gibt bei Alphonso Davies jetzt Spekulationen um Real Madrid. Was ist Ihr Kenntnisstand und vor allem Ihr Plan? Der Kenntnisstand ist, dass er noch 1,5 Jahre Vertrag hat. Mit Alphonso Davies. Ja, natürlich habe ich mit Christoph mehrfach gesprochen. Wir reden wöchentlich eigentlich. Wir haben ein völlig unkompliziertes Verhältnis miteinander. Das heißt, ich gehe zu ihm ins Büro, wenn mir was auf dem Herzen liegt, und umgekehrt, das machen wir öfter am selben Tag. Und natürlich, als dann die Gerüchte um Max größer wurden, habe ich natürlich auch mit ihm gesprochen. Und Christoph ist ein Mensch, der ja nicht nur Max aus vergangenen Zeiten kennt, also insofern wissen beide, was auf sie. Aber nehme ich den ab, ja, alles gut. Aber warum hat man denn den Christoph nicht dazugesetzt? Wäre doch dann der ideale Fall gewesen, oder? Auch ja zukommt, sondern Christoph ist ein Mensch, der erstens uneitel ist, der Sache dient, der an Zielen orientiert ist
und das habe ich das ein oder andere Mal ja auch schon öfter gesagt, ein wirklicher Teamplayer ist. Und als solches, mal unabhängig, dass ihr beide sicherlich auch Vorgespräche schon geführt habt, jetzt in den letzten 1-2 Wochen, wird es darauf ankommen, dass man sich die Aufgaben im Sportbereich dann vernünftig aufteilt. Max hatte das vorhin ja schon erwähnt, was da alles so in diesem Bereich ist. Und da gibt es Arbeit, reichlich Arbeit für zwei. Und ich bin sicher, dass das im Team hervorragend funktioniert, werde meinen Beitrag dazu leisten. Und dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute Zukunft haben. Und zu Alphonso Davies, wenn ich das gleich mitbeantworten darf, natürlich haben wir mit Alphonso einen Spieler, der auf der linken Seite nicht nur durch seine Geschwindigkeit, auch durch seinen Charakter, durch seine Offenheit einfach die letzten Jahre eine hervorragende Entwicklung genommen hat. Und ja, wir sind dann auch in Gesprächen mit seinem Berater, das wird man sehen, wie kompliziert das ist. Jetzt wird sich Max in dem Kontext mit einbringen. Christoph hat hier schon Gespräche auch geführt, aber zum Kaderumbau und Kaderergänzung gehört, dass man das Gesamtbild nimmt, und da kommt es jetzt darauf an, wie die beiden insbesondere sich die Zukunft weiter auch vorstellen, sprich Max und Christoph. Vielen Dank. Das Finale. Ja, kann man halt jetzt so oder so interpretieren. Ich denke, dass man Alphonso Davies nicht um jeden Preis halten wird. Dafür möchte er zu viel Kohle haben für die Leistung, die wir gesehen haben. Dass er das Potenzial hat, steht außer Frage. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn abgibt. Ah, doch. Torben Hoffmann, das ist so ein On-Off zwischen uns gerade. Ja, der Kollege vom Kicker hat ja die Frage schon ein bisschen mit vorgenommen. Jetzt hat aber Jan-Christian Dresen darauf geantwortet. Würde ich auch gerne von dir, Max, hören, in dieser Causa Fonzie Davies, wo der Vertrag 25 ausläuft. Die Königlichen von Madrid buhlen um ihn. Die vielleicht sagen, holen wir ihn dann notfalls 25 ablösefrei oder halt mit einer Vorgabe, die wir mehr oder minder vorgeben, 24, dass ihr da möglicherweise in einer schlechteren Verhandlungsposition seid. Also wie gehst du in das Gespräch rein? Wie sind da deine grundsätzlichen Gedanken, wenn Verträge ein Jahr später auslaufen? Gut, ich glaube, Jan, Christian und Christoph haben ja schon die Gespräche geführt, und ich glaube, Jan hat ja gerade ausgeführt, wie der Stand ist. Ich werde natürlich dann auch das Gespräch versuchen fortzusetzen. Ich werde mit Christoph zusammen den Stand der Dinge mal besprechen, und dann werden wir Entscheidungen fällen. Natürlich ist es nie schön, also Spieler ablösefrei zu verlieren. Das möchte kein Club, das möchte, glaube ich, auch Bayern München nicht, weil das Geld müsste man, wenn man ihn verkaufen würde, wenn man keine Verlängerung erreichen könnte, sehr viel Konjunktiv übrigens, dann müsste man vorher natürlich agieren. Und das ist aber jetzt wirklich ein Stand, das ist jetzt Aktualität, die ich wirklich erstmal kennenlernen muss und sehen muss, wie der Stand ist. Vielen Dank. Ja, was soll er da auch anderes zu sagen jetzt? Also. Marco Mader war, glaube ich, schon dran. Dann haben wir jetzt das Finale Furioso mit Nicolina und dann... Alles okay? Okay, dann Nicolina zum Finale. Servus, Herr Eberl. Nochmal eine andere Personalie, Joshua Kimmich. Den hat man in den letzten Jahren beim FC Bayern gesehen als jemanden, der Führung übernehmen soll, der in diese exponierte Position treten soll. Jetzt wurde er zuletzt viel kritisiert, wie die gesamte Mannschaft auch. Wie sehen Sie seine Rolle? Ist er für Sie auch ein Fixpunkt in der Planung der Zukunft oder steht auch er auf dem Prüfstand? Und wie planen Sie alle stehen auf dem Prüfstand? Generell die Führungsachse des FC Bayern, die ja sehr, sehr wichtig war für die Erfolge der vergangenen Jahre? Ja, da gehen wir jetzt schon sehr, sehr tief in die Kaderplanung rein und in die Kadergespräche. Ich habe gerade vorhin was gesagt, also wir brauchen über Joshua Kimmich nicht nachdenken. Also der ist deutscher Nationalspieler, der hat, glaube ich, einen unfassbaren Weg gegangen, ist einen unfassbaren Weg gegangen. Jetzt hat er gerade so ein bisschen die Schattenseite im Fußball. Er möchte sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen, das nehme ich von außen zumindest so wahr. Zu viel. Er möchte gerne eigentlich alles machen, was auf dem Platz passiert, was eine unglaubliche, herausragende Qualität ist und Mentalität auch bedeutet. Aber natürlich, wenn wir uns den Kader anschauen, schauen wir uns auch alle Spiele an. Und Joshua, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch nur noch bis 25 Vertrag. Und dann müssen wir uns eben auch Gedanken machen, wie geht es weiter, was sind seine Gedankenspiele. Aber das sind alles Gespräche, die ich tatsächlich jetzt mit den Spielern auch führen möchte. Ich freue mich da extrem drauf, diese Gespräche zu führen, die Jungs einfach kennenzulernen. Ich habe sie früher immer nur als Gegner gesehen und hatte immer Muffel, wenn wir die Spiele begonnen
gewonnen haben. Ab und zu habe ich mich gefreut danach und meistens war es danach aber eher negativ. Deswegen freue ich mich einfach, jetzt diese Jungs kennenzulernen und genau solche Gespräche zu führen. Und das ist Fußball. Fußball ist Kommunikation miteinander. Es ist ein Stück weit, das hört sich pathetisch an, aber es ist Liebe miteinander. Wir müssen zusammen was aufbauen, wo wir alle in diesem gleichen Boot sitzen. Und das ist das, was ich von den Jungs erwarte, dass wir einfach jetzt, und das haben alle schon die ganze Zeit versucht, aber jetzt auch die letzten 3 Monate, nochmal alles in die Waagschale zu werfen und zu zeigen, wie Bayern München, wie wichtig mir Bayern München ist, wie viel Seele und Herz gebe ich da jetzt rein. Ich werde alles reinhauen, was ich kann. Ich werde versuchen, die anderen auch ein Stück weit anzuzünden, mitzunehmen, mit allen anderen auch. Und dann schauen wir mal, was möglich ist. Und die Gespräche werden dann parallel geführt. Ja. Ich denke, das schließt sich der Kreis zu den Aussagen am Anfang und hört sich sehr gut an. Ja, herzlichen Dank. Das war's mit den Fragen. Aber bei dieser Pressekonferenz, wie gesagt, ging es ja neben der Vorstellung von Max Eberl auch um die Darstellung der Struktur der Zukunft des Vorstandes der FC Bayern München AG und das wollen wir jetzt auch die Pressekonferenz den Kreis schließen, dass wir rausgehen und dort noch ein Fotomotiv machen, zusammen mit Michael Diederich, mit Herbert Hainer, dem Aufsichtsvorsitzenden und den beiden weiteren Vorständen. Also den Hype, sage ich euch ganz ehrlich, verstehe ich nicht darum. Also I don't know, was das soll, aber sei mal dahingestellt. Ab 1.7. Würde ich alle Fotografen dann bitten, mit rauszugehen, die Christina begleitet. Okay, Leute, das war's ja dann auf jeden Fall, wa? Ich denke, alles, was gesagt wurde, ist schlüssig, ist nachvollziehbar. Ist auch viel, was wir die letzten Wochen, Monate kritisiert haben. Die Frage ist, ja, kriegt man das so umgesetzt, was erzählt wird? Ja, ich meine, Politiker quatschen auch immer viel und da wird da nur 1/3 von umgesetzt, wenn überhaupt. Von daher werden wir natürlich die Jungs oder die Herren daran messen. Ich bin sehr gespannt. Wer Trainer wird zur neuen Saison, welche Spieler in Frage gestellt werden. Aber ich sehe es im Großen und Ganzen positiv, dass ein Max Eberl da ist. Einfach, dass nochmal jemand da ist, der ein bisschen mehr auch Kompetenz, sportlicher hat in dem aktuellen Vorstand. Ja. Und wenn er dieser Teamplayer ist, der sagt, dann kann das alles sehr gut werden in meinen Augen. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und natürlich, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren tollen Support. Bis dahin, tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.